Hey hey und herzlich willkommen in der dritten Folge von Let's Build of IOcraft. Heute habe ich gedacht, tun wir da unten, also da oben durch die Passage und da unten so einen kleinen Boden anbauen. Und ich habe dazu auch gerade wieder Pläne. Moment, ich tue die kurz bei mir aufmachen, damit ich die auch sehe. So. Ja, und dann tue ich die da wieder einblenden. Und wir bauen jetzt von da bis da Ende die Wand. Und ja, legen wir mal los. Ich habe Materialien natürlich haufenweise dabei. Ich habe auch einen Nachtsichttrank dabei. Bei dem, wo ich jetzt vorher gerade beim Handel ein bisschen übersorgt worden bin. Aber ist jetzt auch egal. Ich baue jetzt da am besten mal bis ganz runter so einen Pfahl an. Wenn wir sowieso irgendwann bis zum Boden bauen und darum tun jetzt doch lieber mal schnell vorbereiten. Und da innen am besten auch gerade noch. Sorry, dass ihr jetzt nicht viel seht. Ich brauche den Nachtsichttrank für nachher, weil den bauen wir weiter unter Wasser. Ich will da. Ich mache das gerade da innen auch noch schnell. Ich habe übrigens jetzt eine Silk Touch Spitzhacke gemacht. Ich habe mal ein paar Bücher verzaubert. Und schätze mich recht glücklich, weil ich habe bisher wirklich auf dem Server noch nie ein einziges Silk Touch Werkzeug hergestellt. Es ist unglaublich. Also, und ich bin viel am Verzaubern gewesen. Und ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Übrigens, wie ihr vielleicht bemerken werdet, ich werde die Untertitel 3, 4, 5, die Untertitel, die ich zur Verfügung stelle, ein bisschen zurückschrauben und nach für nach reduzieren, weil ich gehe davon aus, dass ihr alle lernfähig sind und vielleicht jetzt nach der dritten Folge und vielleicht nach späteren Folgen auch ein bisschen Schweizerdeutsch könnt. Und darum, ja, muss ich auch nicht mehr ganz alles übersetzen. Es hat auch schon sehr viele Rückmeldungen gegeben von Leuten, eben, die aus Bayern oder sonst etwas kommen und sagen, ja, ich verstehe dich perfekt, das ist kein Problem. Aber ja, ich setze nicht darauf, dass ihr das alles super versteht. Jetzt bei denen da, ja, das ist ein bisschen, den machen wir jetzt mal weg, das ist mir ein bisschen zu sehr zugewachsen. Da will ich da oben nochmal einen Kabelblock ran tun. Weil dann wird da überbrückt und zwar mit Slabs. Yep. That was a fail. So. Und da habe ich ja die Stege upside down und dann tue ich da die Slabs eine Höhe weniger tief an. Genau so. Jetzt seht ihr, es bildet sich so ein schöner Bogen. Und das gefällt mir schon sehr. Und weil da jetzt Weins angewachsen sind, wachsen sie auch gerade da zu der Decke an. Sieht auch hübsch aus. Und dann kann ich da gerade mal anfangen zu bauen. Also das Muster da ist ziemlich ähnlich wie das da. Eigentlich auf dieser Seite ist das gleiche. Moment, schnell schauen. Da tun wir wieder die Blöcke hin. Da wieder Kabel. Und dann kommt Glas in meine Hand. Genau. Glas. Da kann man eben wieder Fenster ran. So. Da kommt wieder Kabel drauf. Und muss jetzt gerade schauen, da kommt nämlich nachher, bei denen kommen keine Stegen mehr an. Da kommt einfach der Block so. Und nachher kommt da direkt am Stamm. Genau. Und da kommen einfach nochmal die Stege an. Ich tue jetzt da absichtlich keinen Block setzen, damit es so kleine. Es muss aber nicht so eine ganze Rundung geben, sondern einfach so eine Halbrundung. Das werdet ihr auch nachher sehen, wenn ich es euch von unten zeige. Da kommt wieder einer an. Okay. Und dann mache ich da. Ach, ich brauche noch Stairs. Genau.
Scusi. So. Jetzt ist das so ein bisschen halbrund. Ich weiß auch nicht, also mir gefällt es. Also ich finde es schön, wenn es da so ein bisschen in die Tiefe arbeitet und so. Sorry, dass ich da so am Schwimmen bin, dass es wackelt. Ich tue jetzt da noch die Stegen ansetzen. Ich hoffe, ich habe genug. Ich glaube, doch, es sollte... Nee. Mit dem Schwimmen kann man sich kaum fokussieren. So, setzen wir da mal einen Stein an. Nein, ich fehle. Okay. So. Und jetzt schauen wir da gerade mal in die Nische rein und können dann noch die letzten zwei ansetzen, weil da hätten wir auch schon die Wand und den Bogen da. Und ja, es ist ein Muster von da einen wiederholt, aber ich finde es effizient. Es sieht schön aus und ja. Jetzt bei dem unten durch, da habe ich jetzt, habt ihr da schon gesehen, ich habe da am Anfang schon unter jedem von denen einen Unblock gesetzt. Also unter jedem von den Stonebricks ein Stonebrick und unter jedem von den Cobblestones ein Cobble. Und jetzt tue ich da nochmal einen an. Ich will das ein bisschen tiefer haben. Und da genau das gleiche. Ach Gott, jetzt brauche ich den 80-Trank überhaupt? Ja, jetzt stehe ich nachher auf hell im Video. Hoffentlich sieht man das. Egal. Ich tue jetzt trotzdem mal schnell reinschmeißen, den 80-Trank. Dann sehen wir eben auch wirklich ein bisschen mehr unter Wasser. Jetzt brauche ich nochmal Cobblestones. Da und da. Genauso wie da und da und da. Und der Tintenfisch, den kann man abhauen. Der nervt. Genau. Okay, und jetzt habe ich gedacht, ich mache den Boden da auch so ein bisschen uneben. Das heisst, ich nehme jetzt da Stegen. Und ich weiss, ich sollte unter Wasser nicht so sehr mit so Blöcken arbeiten. Jetzt muss ich gerade noch schnell neue Stegen craften. Für das haben wir da ja ein Crafting Table gemacht. Super. So. Aber das mit dieser Textur unter Wasser, wo da noch so eine kleine Luftplatte ist, das wird sich nachher noch auflösen, weil ich habe da etwas Cooles herausgefunden und das zeige ich euch gerade. Das sieht wirklich toll aus. So, tue ich da noch die Slabs an. Und beim beim Cobblestone tue ich da ganze Steine an und nachher Slabs. So. Und da so. Und dann Slabs. Und noch mehr Slabs. Und jetzt seht ihr, wenn ich unter Wasser gehe, es hat da immer noch die Textur. Aber das können wir so beheben, indem wir das machen. Und jetzt sieht man da gar nichts mehr von Flowing Water Texture und so. Und weißt du was? Mir ist gerade aufgefallen, ich habe das eins höher oben gebaut. Am besten machen wir jetzt da mal ganz kurz einen Schnitt und dann sehen wir uns gerade wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe das jetzt alles einen Block tiefer angebaut. Ich werde da auch noch Wasserquellen brauchen, weil ich da einen Block angebaut habe, um drauf rumzustehen. Und jetzt können wir gerade noch, bevor der Nachtsichttank ausläuft, ja, hat noch 30 Sekunden, ich habe jetzt ein bisschen Zeit gebraucht, können wir da noch die anbauen. Und ja, das wäre es eigentlich vorläufig schon gewesen für heute. Jetzt haben wir da die schöne kleine Passage angebaut und ja, ich hoffe, euch hat das Video da gefallen und ich hoffe, es war lehrreich gewesen. Ich werde in der Zwischenzeit da auch noch ein paar Vines anhängen und dann werden wir relativ bald können mit dem Teil vom Haus weitermachen. Oder man könnte natürlich auch in der nächsten Folge, ich glaube, das mache ich eher, da gegen runter bauen.
habe ich jetzt ein paar Nachtsicht gedacht und dann können wir das noch machen. Also dann stelle ich mich mal irgendwo an. Und ja, das wird schon noch schöner da. Wünsche ich euch einen schönen und ciao.